Und das wird die Regierung geliefert. Dieses Projekt de loi, den Pakt Logement 2.0, das ein Trauerspiel. Wenn ihr das vergleicht mit dem Pakt Logement von 4 Drun, dann hast du sich einen Schritt nach hinten. Am Pakt Logement 2.0 sind viele Inkohärenzen an und stelle wirklich fest, dass Theoretiker bei diesem Dokument Werk fuhren, wirklich die pragmatische Arbeit im Terrain, dass sie nicht mit an Konsideration gezogen haben, für eben diese Pakt Logement 2.0 zu erstellen. Für uns ist diese Pakt Logement 2.0 ganz klar ein Rückschritt, dass sie Pakt nicht mit den Gemengen, mit dass sie Pakt gegen Gemengen. Das ist keine Vereinfachung von den Prozeduren, die als juste konträr vom Haut schon durchgehen. Das Naturschutzgesetz als sieht, dass innerhalb vom Perimeter, wenn du ein Heck im Baum steht, respektive ein Fledermaus oder ein Filchen da rundherum fliegt, wir können nicht bauen, wir kommen einfach nicht fair an die Gemengen, das ist eine Katastrophe und das muss unbedingt angepasst gehen. CSV hat letztes Jahr eine Proposition de loi gemacht über den Optionskauf oder Mietkauf, was dann heißt, dass junge Ménagen oder Familien, die eben nicht finanziell so stark durchstehen, dass sie für dich könnten eine Wohnung lohnen gehen, und dann noch für dich lohnen unter abordable Konditionen, das heißt maximal 10 Euro den Meter Carré, und dann noch das Wohnung auch nur 5 oder nur 10 Jahre könnten abkaufen. Dafür den Optionskauf, Mietkauf wäre eine Proposition an die Richtung, was die Regierung gemacht hat. An der Chamberkommission hat den zuständigen Minister sie nicht mal zur Diskussion gestellt, einfach an der Luft zerrappt und dafür damit fertig. Spekulation aus den A an den O von dem ganzen Preise laufen als fort, wenn ihr guckt, was der Grund am Boden, was die kostet, das ist nicht mit zu drohen, das ist effektiv auch nicht mit zu finanzieren für effektiv junge Ménage, für junge Familien und dafür unbedingt die Spekulationssteuer. Was genau die 23 Mesure waren, das waren 9 Motionen, die man an der Chambre deposiert hatten. Natürlich gab es kein Ugeholt. 4 Propositionen de loi, die auch an der Chambre dann an der Lust gesehen sind, nicht eng davon abgezählt, mit dem Optionskauf respektive mit dem Mietkauf, und die wurden von der Regierung kategorisch aufgewiesen. Das Problem im Wohnungsbau ist einfach mal, dass eben einer enger neoliberaler DP nicht unter Spekulation gemacht wird und dann die geringe Ideologie verhindert, dass eine Perimetererweiterung gemacht wird, dass effektiv die Gemengen auch am Kader von der PRG gesorgt kriegen, wenn die eine Perimetererweiterung macht, da wird der PRG nicht approviert kriegen, wo die Sozialistische Partei an dieser Diskussion drin ist. Ich meine, das freuen wir uns alldach. Zum Schluss noch ein Zitat vom Minister Cox beim Pakt Logement 1.0 2008. Das Gesetz kann auch für die gering ein gutes Gesetz gehen, wenn wir den Pakt mit den Gemengen ganz wegschlossen und als ob die wesentlichen Instrumente von der Wohnungsbauoffensiv konzentrieren. Mit dem Pakt Logement versichert der Staat den Gemengen die Gesamtresponsabilität vom Wohnungsbau zuzuschustern. Da fragt sich just, war das der Pakt Logement 2.0? Wir werden als wirklich schon Premier beim Etat de la Nation, dass dieser Punkt auch angeschwärzt wird. Letztes Jahr ist das Logement auch nicht angeschwärzt gehen, und dieses Jahr werden wir es definitiv haben, dass der Premier auch liefert, werden Leute sich an Süden verdient, Solutionen auf den Tisch zu kriegen.